Das ist der Donnerschlag mit dem Titel vom Warten und Hoffen. Ich bin Nadine Zurbrück. Es ist Abreisetag von unseren Mallorca-Ferien. Die ganze Family steht leicht abgehetzt mit gepackten Koffern vor dem Hotel draussen. Ein aufmerksamer Hotelangestellter fragt noch, ob er uns etwas helfen könne, und ich gebe ihm Antwort: Nein, schon gut, merci vielmals, wir warten aufs Taxi. Ich hoffe, es käme jetzt gleich eins. Und wenn ich das so sage, werde ich plötzlich stutzig. Mir ist etwas aufgefallen, das ich bis jetzt noch nie gemerkt habe. In der spanischen Sprache ist warten und hoffen das gleiche Wort. Es ist das gleiche Verb. Und das ist für mich in dem Moment eine recht überraschende Entdeckung, weil für mich sind Warten und Hoffen zwei völlig unterschiedliche Sachen. Ich bin eher ein ungeduldiger Mensch. Warten finde ich grundsätzlich mühsam. Manchmal auch lästig, doof, langweilig. Es kann sein, dass das Warten vielleicht ein bisschen weniger mühsam ist, wenn man noch eine nette Gesellschaft hat. Es kann aber auch extrem mühsam sein, zum Beispiel durch Warteschlaufenmusik oder in einer Situation, wo Schmerz oder Angst dazukommt. Dann ist Warten wirklich etwas recht Hässliches. Der Wirtschaftler, der würde jetzt noch sagen, Zeit ist Geld, somit ist Warten sowieso nicht für viel. Das ist Warten. Hoffen. Hoffen aber ist von mir aus gesehen viel ein positiverer Begriff. Hoffnung hat eine positive Richtung, ein gutes Ziel. Wir hoffen auf unterschiedliche Sachen, auf gutes Wetter, auf ein glückliches Leben. Wir hoffen manchmal auch, dass etwas besser als erwartet rauskommt. Hoffen tun wir generell auf etwas Gutes hin. Somit hat auch Hoffen viel eine positivere Wirkung. Wie bringen wir das jetzt aber zusammen? Das Warten und Hoffen, wo in anderen Sprachen das gleiche Wort sind. Als ich ein bisschen recherchiert habe für diesen Donnerschlag, bin ich plötzlich beim Autor, beim Schöpfer von ein paar Helden aus meiner Kindheit gelandet. Ich habe sie geliebt. Die 3 Musketiere zum Beispiel. Später auch der Graf von Monte Cristo. Die und viele weitere Werke sind von Alexandre Dumas geschrieben worden. Und von ihm kommt ein ganz berühmtes Zitat, nämlich: Alle menschliche Weisheit ist in 2 Worten enthalten: Warten und Hoffen. Das Zitat stammt übrigens auch aus dem Graf von Monte Cristo. Im mühsamen Warten und im positiven Hoffen, in dem soll alle Weisheit verborgen sein. Echt jetzt? Ich komme noch nicht so nach. Und suche weiter. Ich finde eine mögliche Erklärung, wie man das zusammenbringt, bei einem anderen Mann, beim Apostel Paulus. Er schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Rom: Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnisse Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung lässt nichts zuschanden werden. So steht es im Römer Kapitel 5, Vers 3 fortfolgende. Der Paulus ermutigt also seine Leser, auch unangenehme, sogar schwierige Situationen, denen positiv zu begegnen. Weil die zwingen uns, geduldig zu werden, eben zu warten. Aber es bleibt dann nicht bei dem. Es bleibt nicht bei dem Warten. Wir können uns in dem bewähren, und aus dem Bewähren entsteht Hoffnung. Wir schaffen das wahrscheinlich nicht aus uns selber heraus. Der Paulus erklärt den Grund, warum das gelingen kann. Er schreibt nämlich weiter: Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Sie warten und hoffen, dem Fall doch nicht so grundverschieden.
Ich bin zwar auch nach all diesen Erkenntnissen immer noch eher klein im Warten und gross im Hoffen. Aber ich kann zumindest einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Wörtern ausmachen. Übrigens, das Prinzip Warten und Hoffen wird in diesen Tagen wieder millionenfach praktiziert, nämlich in Form des Adventskalender. Der allererste Adventskalender, so sagt die Legende, kam von einer entnervten Mutter aus dem süddeutschen Raum. Ich kann ihr sehr gut nachempfinden. Sie hat nämlich die ständige Fragerei, wann das es denn endlich Weihnachten sei, satt. Und malt darum für ihre Kinder auf einem Karton 24 Fäudli auf. Jedem von diesen Fäudli tut sie so ein Gützi, ein Zwiebeln einnähen. Und so hat sie den ersten Adventskalender mit dem geschaffen. Und übrigens auch der Adventskranz, der hat ganz eine ähnliche Entstehungsgeschichte. Hier, den schreibt man im Betreiber von einem Waisenhaus, im Johann Heinrich Würchern, zu. Er hat nämlich genau aus dem gleichen Grund, aus der Fragerei, wenn das denn endlich Weihnachten sei, in der Stube ein grosses Wagenrad aufhängen. Auf dem Wagenrad hat es 20 kleine und dazwischen 4 grosse Kerzen gehabt. Und so haben die Kinder immer gewusst, wie lange es noch geht bis Weihnachten. Der Adventskalender ist Warten und Hoffen in einem. Warten auf Weihnachten und hoffen auf einen Retter. In diesem Sinn wünsche ich euch allen eine wunderbare Advents- und Weihnachtszeit.